es ist wieder Wochenende, das heißt, es ist wieder Zeit für Wochenendsongs. Heute bin ich Eigel und da in Plattling sind wir heraus. Da ist der Wirt, oder? Da ist der Wirt. In Plattling da. Und die Musik heißt Blöd, aber nicht zwider, oder? Ja. Ja. Wer von Ihnen ist blöd und wer von Ihnen ist nicht zwider? Wie schaut es aus da? Ich bin der Blöde. Ja. Und ich bin der Und. Ich frage jetzt einfach mal, davor haben wir nicht so ganz klären können, wer der Chef ist. Was hast du gesagt, der Hannes? Also, das ist ein Wanderpokal. Wie schaut es denn heute aus? Abwarten. Ich fange jetzt einfach einmal mit dem Wirt selber an, ich traue mich mal her zu dir. Magst du mal deine Gruppe ein wenig so vorstellen? Jawohl. Ich fange jetzt von dir aus an quasi. Ja, genau. Du kannst bei dir mal anfangen. Bei mir. Ich Ja. bin der Tom, macht Harmonie, Begleitung und das Bier natürlich. Bier. Der Braumeister. Ganz wichtiges Bier. Genau. Und man spielt aber ein wenig zusammen. Ja, eigentlich ist das alles irgendwie aus einer Gaudi heraus entstanden. Und da hat es einmal geheißen, Tom, magst du da ein wenig mitspielen? Und ja, seitdem spiele ich da ab und zu aber ein wenig mit. Genau, weiter geht's mit dem Zahlberger Hans. Der macht die Gitarre und macht eigentlich die mehreren Geschäfte raus. Von dem her ab und zu doch der Chef, geschäftlich zumindest. Aber das mit dem größeren Rausch, das trifft auch zu. Ab und zu wahrscheinlich. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es grundsätzlich aber so ist, aber wenn ich jetzt mal die Leute anschaue, die beim schnell reinschlafen. Was? Ich meine, ich habe jetzt keinen angeschaut. Hast du da hinten geschaut? Einwandfrei. Ich glaube, ich werde weg. Ja, genau. Weiter geht's mit dem Kraus Johannes, der ist auf der Trompeten dabei. Wir kennen uns eigentlich auch schon relativ lang, hätte ich gesagt, mit zwei. Wiederum daneben der Schreiner Gunther, oder Würer Gunther. Der Schreiner ist der Hausname und Hofname. Also der hat praktisch zwei Nachnamen. Ja, genau, der Schreiner. Eigentlich sagen wir aber gerade Schreiner dazu. Genau. Zwei Der ist Leute an der Klarinetten dabei. Normal, oder am lieben S-Klarinetten, aber heute mit der B-Klarinette dabei. Und den nächsten kennst du selber gar nicht, oder? Ja, nicht so recht, aber wir können eine Biermenge alle zwei, also von dem her haben wir auch mit rein. Schnupfen da mal zwei, alles gut. Also eine Beziehung, die ist auf eine Stunde entstanden. Ja, das ist Liebe auf den ersten Blick. Muss man vielleicht kurz dazu Ja, sagen, genau. unser Tobi, der was uns am Herrn spielt, der ist am Oktoberfest. Liebe Grüße. Habe ich dir recht, Tobi. Wir trinken mal viele mit. Trink du für uns auch mal mit. Dankenswerterweise hilft uns heute mich am Händel. Sehr schön, sehr nett. Und das spricht einfach auch wieder für Musiker klar, weil wenn da irgendwas ist, man hilft einfach zusammen und das ist einfach so schön. Schön, die halt kennenlernen zum Holen und schön, dass du heute mit dabei bist. Spielt wieder Teufel. Das stellt sich aus dann, oder? Ja, blöd, aber nicht zwider. Wie ist denn die Gruppen entstanden? Wer war denn da der Initiator? Wie ist das losgegangen und wie lange geht das schon dahin? Wer kann antworten? Hans. Ja, es ist eigentlich saublöd hergegangen. Ja, und die Musiker, man kennt sich einfach und es ist wirklich, wie der Thomas gesagt hat, eigentlich aus der Not heraus geboren gewesen. Haben wir uns halt einmal Gedanken gemacht, ja, haben wir ein Festel gespielt, glaube ich, wo waren das? Zu dritt. In Rutschdorf, ganz genau. Und da waren wir quasi der harte Kern, der eigentlich initiiert worden ist vom aus Tobias, der heute leider nicht da ist, an dieser Stelle nochmal herzlich Ja, der harte Kern, der Tobi und ist zwar dann praktisch. Genau. Also angefangen haben wir mit Blöd, aber nicht wieder zu dritt. Und wenn gewünscht und wenn es passt, spielen wir das fünfte in Obergrenzen besitzen. Ganz genau. Und ich glaube, der Name ist eigentlich auch tatsächlich an dem Fest entstanden, wie der Kommandant hergekommen ist, weil mit dem Bleckschmerz haben wir es mir natürlich überhaupt nicht. Und dann hat er halt gesagt, ja, es hat zwar richtig blöd, aber überhaupt nichts wieder. Und dann war eigentlich so der Name geboren und seitdem gibt es uns also. Im zeitlichen Rahmen, wie lange ist das her, wie das Trio entstanden ist und dann wird wir das fünfte so? Haben wir letztes Mal diskutiert. Haben wir diskutiert und uns ist keine Jahreszahl mehr eingefallen. Ich glaube, das ist alles, darf man das im Fernsehen sagen? Versuchen. Das ist nicht das Fernsehen, das ist das Internet, also darfst du alles sagen. Da darf man alles sagen. Meinungsfreiheit, Gott sei Dank. Also, Vor Corona 3 Jahre, 2 Jahre vor Corona, wann ist Corona losgegangen? das war's 3 Jahre vor Corona. Das haben wir alle verdrängt. Ja, Aber Corona ist eigentlich so ein Fixpunkt gell, und vorher. ja, genau. Es gibt jetzt nur noch Corona davor und danach. Davor oder danach. Wir haben das erste Mal erwischt bei dem Bauarbeiter, wo war das? ja, tatsächlich. Ja, genau, da haben wir Beim mit Bauer Robert in Kirchheim Ah, genau. Wunderschönes Wirtshaus. Und der Kastanienbaum. und der Kastanienbaum Herrlich. hat man Kastanien nur Gitarre gefallen.
Auf Loche. Die bringst du fast nicht mehr raus, weil es sollten ja irgendwie Ich so. habe gut aufgeschafft. Aber dann in der Kegelbahn gespielt, das war. Nein, war ich. Wo habt ihr gespielt? In der Kegelbahn. In der Kegelbahn. Da hat so eine alte hölzerne Kegelbahn. Ist da aktiv Kegel geworden auch an dem Abend? Oder? Vielleicht sind wir mir umgefallen, aber sonst. Der örtliche KSC war da, aber der heißt ausgeschrieben Kegel Sportclub. Also von daher kann man sich vorstellen, wie es ausgegangen ist. Weiß nur für Bauer wird. Ohne Sport mit Sport. Ganz genau. Ja, du fängst schon mal zum Ja, Kegel, gell? ja, Also, oder- bevor wir jetzt einmal den ersten spielen, Das Lieblingslied der Frau Mama unseres Herrn Braumeisters. Genau. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Prosit. Prost. Jetzt musst du aber fast sagen, wo wir mehr haben. Hey, ich darf sagen, das haben wir uns jetzt für nach dem ersten Stücklauf, die Spannung soll steigen. Oh mein Gott, ich bin schon nervös. Genau, also jetzt erst einmal die Namen geklärt und so weiter und dann gehen wir mal aufs Örtliche und vor allem genau auf das Wirtshaus da. Natürlich! Kissa, da nervt mich. Das Halbschrei haben wir schon. Einmal freilich. Besser ist. Was haben wir dabei überhaupt? Genau. Ganz klassisch, schöne Urlaubszeit. Ja, genau. Der Klassiker schlecht. Der Klassiker. Jawohl, die schöne Urlaubszeit. Ich glaube, das ist. Was? Hat er nicht Ehrungsvorteile? Keine Du willst Ahnung. noch Vertrieb rein, oder? Ich wollte natürlich aufgehen, wie Dann hat er so Du willst auffallen. Ich habe weiß nicht, was das tut. Und ich weiß, der Lehrer, hä? Opa hat gesagt, jetzt was Gescheites gelernt. Ja, die Schullehrer. Ja, Kreuz ist mit denen, gell? Ja, jetzt wollten wir die Örtlichkeit noch klären, wo wir da genau sind. Ich habe schon gesagt, in Plattling sind wir jetzt da, aber da übergebe ich jetzt das Wort an dich. Du hast ein Wirtshaus daheim, da, gell? Vom Bier haben wir da schon geredet. Wo sind wir denn jetzt da genau? Im Hotel zur Isar und Treu zur Isar in Plattling. Wir haben das seit 2010, Entschuldigung, haben wir das Haus, das ist ein Hotel mit eigener Brauerei und natürlich auch Bräustüberl. Genau, und wir bewirten oder wir
betreuen das im Familienbetrieb. Okay. Seit 2010, also noch nicht so lange jetzt, ist da vorher auch schon Wirtshaus da gewesen. Habt ihr das übernommen oder wie hat das genau. vorher ausgeschaut? Also wir haben das als Quereinsteiger quasi gekauft. Achso. Also wir haben erst, oder mein Vater hat erst ganz was anderes gemacht. Aha. Wir verkaufen Photovoltaikanlagen und Wow. bauen das. Ah, immer noch? Immer noch. Ah, ja, okay. Und eines Tages hat es dann, da war allerdings ich da dann noch nicht so aktiv, hat es geheißen, aber wir haben jetzt das Hotel gekauft und das bewirtschaften wir jetzt. Und federführend bist du da herin oder ist das mehr der Vater? Oder? Miteinander. Also ich und mein Bruder, wir sind hauptsächlich da. Mhm. Ich mache eher so ein bisschen das Technische, also das Bier natürlich und alles was Ja, technisch, wichtigste. alles, was technisch da irgendwo drin ist. Und mein Bruder hat ein wenig so diese Gastronomie und Hotellerie übrig, also alles was da. Also Hotel, Restaurant, Übernachtungsgäste oder auch so Tagesgäste fürs Genau. Restaurant. Wenn Sie mal vorbeischauen, mit unbedingt im Hotel zur Isa im Blattling, sehr zu empfehlen und vor allem das Bier, Oh, das müsst ihr herrlich. probieren, wirklich Herrlich. eine Gottes Gabe. Das ist wirklich gut. Ja, das ist wie wenn er vom Himmel oben ein Engel auf Zunge auf den Tisch hat. So ist das. So ist das. Was darf der Lehrer jetzt da für Noten vergeben? Sei ehrlich. Ein Einser. Das Mit ist der Stern nur ein Einser. Das Ah, ist das wirklich ist echt. Hervorragend. Ich sage aber so, wenn man selber das Produkt gern mag, dann schaut man, dass es gut ist. Ein Tipp ist ja nicht der Tom, gell? Ja, Wahnsinn. Ja, jetzt haben wir die Örtlichkeit von dir noch geklärt, aber es sind da nicht alle Blattlinger, glaube ich, oder? Wenn ich so in drunten schaue. Ja, der Michi sowieso nicht, gell? Aus dem Wald, Mich kennt's eh schon. vom Wald daheim, aus Badersdorf. Michi, was hast du dann gedacht, wie dir eingesagt worden ist, dass du jetzt da spielst heute wieder? Ja, war echt nervös. Also, ich spiele ja nicht so oft Bariton und dann habe ich mich echt einmal am Sonntag auf die Nacht hingesessen. Ne? Hast du probt? Habe ich probiert. Okay. Man hat es zwar wahrscheinlich gar nicht gespannt, gell, aber Wie viel Bier braucht man da noch? also ich habe schon, nein, Schmarrn. Ich weiß Bescheid. Ja, aber dabei. Ich hab's auch gesehen. Ja, genau. Ja, wie gesagt, Michi kennen viele Zuschauerinnen und Zuschauer von den Videos schon. Jetzt gehe ich mal weiter. Gunther, aus welchem Raum bist du? Ich bin aus dem Raum Wartenburg und von Dorfbach. Grüß den Dorfbäcker. Aha, die schauen hoffentlich auch nicht zu. Das hoffe ich auch. Wenn nicht, aber dann. Ja, und da ist ein Weitler. Langdorf, Ja. Schenig, genau. Das soll richtig schön Das ist sein. richtig schön sein. Da ist wirklich schön. Ein wenig am Berg oben, gell? Ganz Schön. oben sind Ja. wir, das letzte Häusl. Super. Nicht weit weg von zwar. Ja, genau. Und da weiter? Ja, ich komme aus dem wunderschönen Rottal Münster, Auch wieder andere, ganz andere Ecke, gell? aber ich behaupte mal, eins der Schienenflecker von Niederbayern. Ist das dort, wo drunten mit den Anschlägen bei dir? Kann ich nicht beurteilen, sonst gibt es wieder lauter Katzen. Ja, wenn es jetzt ist, doch relativ weit von Straßsatz, was ist ein enker Einzugsgebiet, wo spielt es denn ganz häufig? Ist das eher im Wald drin oder eher Isar-Gegend oder Donau-Gegend? Oder wo? Tatsächlich ist das meiste vom Hans daheim in der Gegend und vom Tobi Richtung Armbau, Felshofer die Richtung. Also das ist schon alles Achso, der Tobi ist auch aus der Richtung. da. einfach. Ja, Genau. Wobei man sagen muss, wir fahren eigentlich hier, wo wir gebucht werden. Ja, Also, Mingomat haben wir mal gespielt, da warst du dabei, weil der Hansi wieder nicht Kinder hat. Da haben wir da schon gespielt, also wir fahren eigentlich hier, wo sie uns gerade. aber der Boris wollte jeder irgendwo. Machen wir da auf der Hutze? Ja, da haben wir mir drin. Da seid Scheiße! Da kennt es nicht ein. Schmarrn. Der Haarwugel ist ganz. Ja. Da haben sie einen Drohnen gespannt, da kann man ein Rottaler Buffet nicht drüber. Das hängen aus der Tür, oder? Wo Das ist aber eher so Rohre ausschauen. Das ist aber dann eher die Sprachbarriere. Ja, wirklich zu uns eine brauchst du ein Visum, muss man schon sagen. Glaube ich. Und dann gibt es gerade ein Tages-, Zweitages-Visum, je nachdem. Wie bei der Vignetten Ja, quasi. genau Da so. wo wir eine heiraten, weiß ich. Ja, eine heiraten, dann kriegst du nur für 2 Jahre und dann wird geschaut, ob das Ach passt. Nein, wenn man, jetzt haben wir gesagt, wenn man euch buchen will, natürlich fährt es auch weiterfort. Wie kommt man dann zu euch? Habt ihr eine Homepage oder dergleichen, irgendwie soziale Medien oder braucht man klassische Handynummer? Oder Wir haben da, eigentlich, da ist der Chef, der Lehrer, der Wirtschaftler. nein, also an und für sich haben wir natürlich auf allen gängigen Kanälen unterwegs, außer auf Twitter, weil Twitter haben wir mittlerweile, da haben wir schon Zeit dafür. Nein, also wir haben wir auf Facebook, auf Instagram und natürlich auch über Handy erreichbar. Ganz einfach zum Finden über
Blöd, aber nicht wieder. Blöd, aber nichts wieder. Ja, das wird nicht anders. Ich mache es ja so, ich tue die Handynummer von ein, zwei von euch unten in die Beschreibung auch noch rein, dann kommt man an euch gar nicht vorbei. Also, So, call me maybe. ja. This is crazy. Ja, genau. Ja, super. Ja, jetzt wissen wir, wie man an euch da Druck kommt. Und musikalisch möchte man schon auch noch mal was hören, da ich sagen, oder? Schlecht, weil es Bier gibt, nein, war Spaß. Nein, ich glaube, da haben wir schon noch. Ja, außer der Michi. Ich bin raus. Da kriegen wir noch. Bei mir geht aber ein Bier holen. Ja, das nächste Stück ist jetzt nicht so die typische Obergreiner Nummer, hätte ich gesagt, oder? Habt ihr vom Repertoire her mehr solche Sachen dabei, wie man es jetzt spielt? Oder ist das eher obergreinerisch? Oder wie ist das Repertoire? Kann man vor dem Stück gleich erklären. Spielen wir tatsächlich nicht nur Obergreiner, haben wir auch schon Holzen gespielt, oder spielen wir auch Holzen. Von Austropop bis ja, alles durch die Bank, modern ein bisschen sind. Austropop, dann baust du am Schlagzeug auf oder feilst dazu? Nein. Oder macht es das so, wie es da sitzt? Und Das machen wir so, wie wir da sitzen und das beabsichtigt, sagen wir es mal so. Es klingt anders. ja, Und das gefällt uns und gefällt zum Glück auch vielen Leuten. Ja. Das ist nicht die typische Partyband, wie man es kennt, E-Bass, Schlagzeug, 2 Gitarren, Keyboard, haben wir gesagt, das machen wir. und alles eine handgemachte Musik. Genau. Ja, das ist schon wichtig, auch, finde ich. Oder was heißt wichtig? Was anderes einfach. Ja. Ne? Genau. Aber spielen wir alles. Polka, Märsche, Durch die Volksmusik. Walzer alles, und alles, nach, was nach der Polka, nach dem Walzer und nach dem Marsch und nach dem immer ein Musik. Das ist ganz Ja. wichtig. Weil das haben andere schon aus der Tony Boxer so programmiert in der Reihenfolge, dann macht bei mir das natürlich auch. Apropos, kann man spontan eine Prosi da einhauen, oder? Bitte. Wie schaut es aus? So schaut das fast durch, hätte ich gesagt, oder? Erst du? Ready. Tommy, hau ein! Es braucht einen Trinkspruch, oder? Darf man mal verzeihen, der jetzt nicht unbedingt so politisch korrekt ist. Futzel einfach. Prost. Wenn es da Prost. schneiden aus. Jetzt ist das Schneisten aus. Und zwar, das ist eine kleine Lebensweisheit, die hat mir eigentlich mein Großvater, Gott selig, leider mittlerweile mit auf den Weg gegeben. Das ist ein sehr kurzer Trinkspruch. Und das ist ein bisschen was zum Denken, muss man dazu sagen. Hochkompliziert eigentlich. Hochkompliziert eigentlich. Und ich muss dazu sagen, mein Opa kommt aus dem Frauenhaushalt, der ist nur mit Frauen aufgewachsen und ich auch. Okay. Also außer mit dem Opa. Und der hat immer gesagt, schweigt eine Frau, unterbrich sie nicht. Hört, hört. Ja. Ja. Der ist aber, ja, der muss wirklich denken. Also, wir haben ja Lehrer, ich darf mir dann Dreier geben. Das heißt, Nein, Korrektur nach oben. Der Vortrag war perfekt. Vortrag war perfekt, aber in der Durchführung machen wir Ja, Ah, schön. Ja, spielen wir an. Werden wir dann? Machen wir. Aber vielleicht an der Stelle, bevor wir anfangen, ich glaube, im Namen von Blöd aber nicht sicher, dürfen wir uns bei dir und der Sakrisch bedanken, weil das ist nämlich schon sakrisch schön, dass wir da überhaupt dazukommen. Auch. Und für uns ist das wirklich auch was Neues und auch was Schönes. Und ich glaube, da sprechen wir jetzt nicht gerade für uns, sondern auch die Leute, die da zuhören. Also wirklich Respekt und null ab. Freut uns und ich glaube, die Leute auch, sonst darf sie nicht anschauen. Danke. Ich darf Danke sagen, dass die Gaudi mitmacht. Und ja, dass ihr doch einen Abend geopfert habt. Das ist doch eine Zeit, ist was wert heutzutage. Und das freut mich, dass ihr mir euer Zeit geschenkt habt. Vor allem auch der Michi. Der, Ja. Ich war noch weit sein. ja, für mich schon gut. Ja, wirklich. Danke. Ja, gut. Was haben wir denn? Eine Reise ins Glück. Wunderschöner Titel. Okay. Ein D. D. Ein DH. Sollen wir noch mal trinken, oder?
Eine Reise ins Glück wünsche ich mir so sehr. Eine Reise mit dir an das blaue Meer. Sind wir beide am Strand, du und ich ganz allein. Sag ich leise zu dir, lass uns glücklich sein. Eine Reise ins Glück wünsche ich mir so sehr. Eine Reise mit dir an das blaue Meer. Sind wir beide am Strand, du und ich ganz allein. Sag ich leise zu dir, lass uns glücklich sein. Eine Reise ins Glück, jawohl! Sei jetzt noch anders, gell? Ja, du, zwischendurch war er uns fast ein wenig entglitten, gell? Aber das, weißt du, wenn der Gauler so durchgeht wie der Musiker, das ist der Wahnsinn. Das ist ja. Aber das ist einfach alles live und wir schauen uns nicht dafür, weil es so haben wir einfach. Ich hab alles ausgemacht, gell? Überhaupt nicht. Was Nein. ist übrigens? Und das macht sie erst. Aber das macht sie erst sympathisch und authentisch, da ich sagen, gell? Genau so ist es. Naja, ich möchte euch schon ein wenig ausfragen, vor allem die Herren da, die nicht so oft dabei sind. Gell?
ist das eure einzige Besetzung oder seid ihr noch weiter musikalisch aktiv? Wie schaut das aus? Ja, vom Johannes weiß ich es auch schon ein wenig, vielleicht fängst du ein wenig an. Wo bist du noch überall unterwegs? Ja, Hast du so fein? Du musst da nur sprechen. also hauptsächlich ist Brasatas. Mhm. Da haben wir eine Brassband. Mhm. Da machen wir alles durch die Bank eigentlich, von Labras Banda bis Austropop, Mhm. Bluesmusik. Aha. Also komplett. Genau. Dann für die Blueskabine. Mhm. Ganz klassisch. Fest oder zum Aushelfen mehr? Oder? 2, 3 Fest, Mhm. genau. Und dann Und dann, zusätzlich noch ganz viel Aushelfen. also ganz viel unterwegs da, oder? Ja, Ja, zum schön. Glück, zum Glück. Ja, heuer wieder zum Glück. Zum Glück. Der Gunther, glaube ich, ist auch 2-3 Mal im Jahr unterwegs, oder? Ja, Entschuldigung, ich komme auch wieder bei euch. Aber heute nicht so schnell. Nein, ich spiele schon vorher, ja. Bei den drei Flüssigmusikanten, grüßt euch. Bei der Arbeitsmusik habe ich der, ich bin Servus. Dorfbäcker, Servus. Landkreisorchester, Servus. Naja, und so weiter und so fort. Ah, überall aushelfen. Weil es halt einfach später gar nicht Ja, macht. weil es so schön ist und weil es jetzt Gott sei Dank wieder so geht, wie wir es gerne möchten. Und die Musikanten haben einfach alle Leute, gute Leute. Die weißt du gar. Wie schaut es denn bei dir aus, Hans? Ja, wie es überall ist. Also Aushilfe bist natürlich öfter irgendwo dabei. Ansonsten, wir haben ja noch bei uns im Ort eine kleine Blaskapelle. Also haben wir eher so Bierzeitmusik, Blaskapellen war jetzt fast ein wenig übertrieben. Und dann haben wir noch so Also einen Tanz- und Hochzeitsmusik, Hochzeitsmusik. Haben wir jetzt auch rumgekommen, waren wir tatsächlich kürzlich erst in Schweden. Haben wir Ah ja, auch schau her. gespielt, das war recht lustig, ja. Magst du damit Ja, aber ringen? ansonsten Zuschauen. eigentlich eher relativ zentriert bei uns daheim unterwegs. Ah ja. Ja, schön. Also doch auch einiges unterwegs. Wie es ja. Wo die Lehrer so wenig Zeit haben und so einen Stress in der Schule haben, gell? Das ist eigentlich schon verwunderlich. Du weißt, wir haben unser eins hat einfach keinen Urlaub nicht. Wir haben am Winter eine schulfreie Zeit. Ja, aber, genau. Und da müssen wir vorbereiten. 6 ja. Wochen durch, und 6 von mir. Ja. Da haben wir nichts anderes dabei vorbereitet. Naja, aber. Ja. Und wie ist bei dir? Kommst du neben dem Wirtshaus da, wo es wahrscheinlich schon viel Zeit beansprucht, noch zu anderen Musikgruppen? Oder? Ja, schon. Also Ja. war schon mal mehr. Aber muss jetzt auch nicht mehr so. Hauptsächlich haben wir eine Pluskapelle. Blaskapelle, Stimmt, fürchterlich. Jawohl, da ist der Gunther auch Ah ja, natürlich da dabei. reizt auch miteinander. Genau, da macht man natürlich hauptsächlich Bluesmusik, aber halt auch dann am Abend irgendwo so dieses Partyprogramm Mhm. mit Bläser natürlich. Mhm. Genau, Schön. und so spiele ich noch 2, 3 Hochzeiten mit einer Gruppe, da heißt man Feuerwehr, Mhm. mit EI, Feier, genau. Mhm. Und so halt eben die Aushilfsgeschäfte, wobei halt das so, wenn man ein Wirtshaus hat und da kommt halt das eher ein wenig zu kurz, da Ja. muss man ganz oft da sagen. Ja. Das Aber- ist halt einmal so, aber das, was ich spiele, macht Spaß und dann Ist es. und so muss es irgendwo sein. Das ist schön. Hey, da habe ich schon wieder einige Ideen gewonnen für Videos, die wir machen könnten, gell, in Zukunft. Ich glaube, der Winter ist gerettet, oder? Wenn es Lust habt. Wenn es mit's, oder? Haben wir 2 Jahre voll. Ja, genau. Ja, jeder 5 oder 6 Gruppen. Mal 4, mal 5. Super. Das kriegen wir hin. Ja, an dieser Stelle, da ich habe es davor schon gesagt, nochmal einen recht herzlichen Dank sagen an Blöd aber nicht wieder, so, gell, dass ich es nicht falsch sage. Und natürlich auch an die Aushilfe, an Michi heute. Geht's gut? Geht's gut, tausendmal. Ich bin gefragt, der war heute der Blöde. Aber Zwider ist auch nicht. Ja, und ein bisschen Werbung in Eigensache noch, hängt da draußen, wenn das gefällt, unbedingt auf Gefällt mir klicken, unter jedes Video drunter und auch auf Abonnieren, war auch ganz, ganz wichtig, dann gehen die Videos hinaus in die große, weite Welt. Ja, und dann kann ich nicht mehr sagen, Dankeschön habe ich schon gesagt. Und liebe Leute da draußen, macht es gut, bleibt gesund und bis bald im Wald. Habe ich dir Servus! Servus. Servus.